Bike Biber, Deal or No Deal? Wer fährt so schnell durchs Doppeltrap? Wer wird vom Biken niemals satt? Wer hört schon von weitem, wenn's tönt? Fürs Biken ist Flamm und Feuer, mit Freunden in ein Abenteuer. Wer könnte das der Name sein? Es ist der Bike Biber. Bike Biber. Auf dem Bike ist zufrieden. Und kommt schon wieder. Heute ist ein besonderer Tag. Das ganze Dorf hat sich an dem Samstagnachmittag auf dem Dorfplatz mit dem grossen Brunnen versammelt. Man hat eine Bühne mit Podium aufgebaut. Alles sieht wichtig und offiziell aus. Auch am Bike und seinen Freunden ist das Getummel nicht entgangen. Neugierig nähern sie sich dieser grossen Menschentraube und schauen, was da los ist. Hey, sind das viele Leute? Ich glaube, ich frage gerade mal jemanden, was hier abgeht. Sie, Entschuldigung, was ist auch hier los? Hast du es etwa noch nicht gehört? Heute ist der Infoanlass zum grossen Bauprojekt. Hä? Bauprojekt? Ja, aber Kinder, leben ihr hinter dem Mond? Heute kommt doch der Investor aus Amerika, um den Vertrag zu unterschreiben. Dann steht der Hotelanlage nichts mehr im Weg. Hotelanlage? Aber das ist doch... Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Ihnen hier anwesende DorfbewohnerInnen zu verkünden, dass nach jahrelanger, unermüdlicher und aufwendiger Planung und Vorbereitung etwas Neues entstehen wird. Ab heute beginnt eine neue Ära in unserem Dorf. Fruchtbare Zeiten stehen uns bevor. Mit dem Bau der neuen Hotelanlage wird längerfristig ein Also, großer Mehrwert... ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich verstehe nur Bahnhof. Wir schaffen dadurch Arbeitsplätze, einen Wirtschaftsschub und Wohlstand. Wir werden durch dieses einzigartige Projekt zu einem wichtigen Tourismusstandort in diesem Land. Und das Beste? Alle Bauarbeiten werden entlang strengsten Umweltvorschriften durchgeführt, um unseren wunderschönen Wald und seine BewohnerInnen so weit wie möglich zu schonen. Es erfüllt mich mit großem Stolz, Ihnen den Mann vorzustellen, dem wir das alles zu verdanken haben. Ich bitte um einen großen Applaus für Jonathan J. Cash. In diesem Moment betritt der Jonathan Cash die Bühne. Er ist ein älterer Herr in einem weißen Anzug, einem grossen weißen Cowboyhut und weisse Lederstiefel mit goldigen Sporen drauf. Sein lachendes Gesicht wirkt freundlich, auch wenn fast das ganze Maul von seinem grossen Schnauz verdeckt wird. Auf der Nase trägt er eine schwarze Sonnenbrille. Die zieht er jetzt ab und versorgt sie in der Brusttasche von seinem Hemd, bevor er ans Mikrofon ansteht und sich an die Dorfbewohner richtet. Meine Friends! Genau heute, vor 5 Jahren, kam ich mit meiner schwarzen Limousine zum ersten Mal mit meiner Frau Darlene in dieses Dorf. Als ich ausgestiegen bin, habe ich zu Darlene gesagt, Honey, look at this beautiful place. Das ist die perfekte Ort für meine neue Hotelanlage. Die schönen Trees, die schönen Berge und die schöne See. Einfach perfekt. Darum ist es für mich auch very important, dass diese wunderschöne Natur nicht zu Schaden kommt. Alle Trees und Tiere werden möglichst schonend umgesiedelt. Aber all das wäre nicht möglich ohne you, die Bewohnerinnen und Bewohner von dieser great place. Ich möchte sagen, thank you. And now, zum Schluss, habe ich noch eine little surprise for you. Dort, in diesem Corner, gibt es eine all-you-can-eat for you
with hamburgers, hot dogs, and homemade lemonade. Enjoy, my friends, and God bless diese Dorf. Wow, was für ein toller Mann! Alles gratis! Ja, sag's, das Hotel wird sicher eine gute Sache. Wir werden alle reich. Die Leute im Dorf sind richtig aus dem Müsli. Sie sind begeistert von Jonathan und seinen Worten und bedienen sich am Gratisbuffet, so wie auch Kinder. Auch sie schlagen sich ihre Mägen voll. Und das, obwohl sie nicht ganz alles verstanden haben, was der Maus über sie erzählt hat. Sind die Hotdogs gut? Und riesengroß sind sie auch noch. Stimmt's, Bike? Also, heisst das jetzt, ihr werdet alle reich? Ja, Wels. Also sicher nicht gerade von heute auf morgen. Aber wer weiß, was sich daraus entwickelt. Aber sicher schon. Der Mann aus Amerika hat es ja gesagt. Habt ihr gesehen? Er hat sogar goldige Sporen an seinen Stiefeln gehabt. Ja, also jetzt warten wir zuerst mal ab, bis das Hotel gebaut ist. Mal, das wird ganz sicher eine super Sache. Bike, was meinst du dazu? Du sagst ja so nichts. Ja, ich weiss ja nicht. Aber ich finde es einfach nicht unbedingt nötig, ein riesen Hotel in unseren schönen Wald zu bauen. Wir haben doch schon alles, was wir brauchen da. Also ich finde, das tönt lässig, was der Jonathan Cash hier plant. Okay, Mike. Dann schauen wir mal, was daraus wird. Der Bike weiss nicht recht, was er von all diesen Versprechen halten soll. Obwohl der Jonathan Cash ja eigentlich einen vertrauenswürdigen Eindruck macht, kommt ihm das doch ein bisschen komisch vor. Aber der Bike lässt die Erwachsenen machen. Hauptsache, er kann heute noch auf den Trail. Bike, schau! Ohne Hände! Das ist nichts. Schau, ich mach's Männchen. Also ich habe Durst. Machen wir dort vorne auf dem Hügel schnell eine Pause? Ja, ist gut. Heute ist richtig heiß. Da muss man schon genug trinken. Das ist wichtig. Ja, und hier auf der Wiese kann man perfekt eine Pause einlegen und die Ruhe geniessen. So, ihr zwei Trostpreise. Habt ihr meinen neuen TÜV schon gesehen? Heisser Schlitten, gell? Oha, das ist aber ganz eine moderne Maschine. Aber schon sicher. Der Ofen hat 8 Zylinder, verchromte Bremshebel, Speichen aus Gold und der Sitz ist aus echtem Krokodilleder. Beschleunigt von 0 auf 100 in 4 Sekunden. So eine Mühle kaufst du nicht alltag. Hui, das tönt aber nicht gerade billig TÜV. Nein, ist er auch nicht. Habe 3 Monatslöhne geblecht für diesen Hobel. Aber man hat's ja. Jetzt, wo am Cash sein Hotel gebaut wird, ist es nur eine Frage von der Zeit, bis ich reich bin. Also, Sayonara, ihr armen Schlucker. Hauser. Ja, der TÜV, wie man ihn halt kennt. Aber weisst du was, Mike? Nehmen wir nur die Trailroute, die beim Wasserfall vorbeigeht. Das machen wir. Auf die Plätze, fertig, los!
Ja, hey, nochmal. Was ist denn jetzt auch das? Mike, bremsen! Hä? Seit wann ist jeder Durchgang gesperrt? Schau, da hat es ein Schild. Aufgrund von Bauarbeiten ist dieser Weg bis auf Weiteres gesperrt. JJC Int Corp. Hä? Was hat das zu bedeuten? JJC? Warte mal. Das ist doch der Jonathan J. Cash. Bist du sicher, Bike? Weißt du, was das bedeutet, Mike? Der Jonathan baut sein Hotel genau hier auf unserem Bike-Trail. Nein, Bike. Das würde Jonathan doch nie machen. Er hat doch sicher etwas darüber gesagt, als er auf der Bühne geredet hat. Ich weiss ja nicht. Aber ich traue ihm das schon zu, wenn ich ehrlich bin. Tu doch jetzt nicht so, Bike. Da hinten ist gerade der Weiher. Komm, wir hocken ein bisschen ans Wasser. Dann kommst du sicher auf andere Gedanken. Gesagt, getan. Und so radeln die zwei auf dem Kiesweg entlang direkt zum Weiher, wo hinter dem Haus von der Hanna liegt. Die Sonne geht schon langsam unter und spiegelt sich wunderschön auf der Wasseroberfläche zwischen den Bäumen. Da treffen die beiden Freunde ein bekanntes Gesicht. Es ist der Gary, der Ornithologe. Der sieht ein bisschen bedrückt aus. Hoi, Gary. Gary. Gary! Was? Ah, hoi Jungs. Müsst entschuldigen, ich bin ganz in Gedanken versunken gsi. Wieso denn das? Geht's dir nicht gut? Mal, mir schon. Aber ich mache mir Sorgen um einen Nachtreiher. Die müssen gleich ihr Zuhause verlassen, zum Platz machen fürs Hotel von Jonathan Cash. Mach dir keine Sorgen, Gary. Der Jonathan hat versprochen, dass er allen Tieren und Pflanzen ein neues Zuhause gibt. Das ist eben nicht so einfach. Der Nachtreiher braucht zum Leben einen Weiher wie der hier. Man kann nicht einfach sein Nest nehmen und an einem anderen Ort wieder anlegen. Wenn der Nachtreiher gestört wird, dann sucht er das Weite und kommt nicht mehr zurück. Das ist übrigens mit allen Vogelarten so. Es ist fast unmöglich, sie umzusiedeln. Siehst du, Mike? Ich hab's doch gesagt. Das sind doch alles leere Versprechungen, die der komische Cowboy da macht. Also ich finde, wir müssen doch nicht gerade schwarz sehen. Wahrscheinlich weiss der Herr Cash einfach nicht genau über Vögel Bescheid. Und wenn wir ihm die Sachen erklären, baut er sein Hotel sicher an einem anderen Ort. Der lässt uns doch eh nicht zu. Abwarten. Das Gespräch mit dem Gary gibt dem Bike nur einen Grund mehr, den Machenschaften von Jonathan Cash zu misstrauen. Aber der Mike sieht die ganze Sache ein bisschen gelassener und macht sich keine Sorgen. Sie schwingen sich wieder aufs Velo und machen noch ein kleines Türchen durch den Wald. Schau, dort vorne ist das Töpflokal vom Töpfhauser. Oh ja, und der Töpfhauser hockt neben seinem neuen Superschlitten. Sieht aber nicht so zufrieden aus. Hoi Töff, geht's gut? Ihr zwei habt mir grad noch gefällt. Mein neuer Luxussofa hat schon eine Platte und ich kann nichts dafür. Nichts! Gut, ich hätte schon die Scherben auflesen können, nachdem ich gestern Flaschen auf dem Boden vertätscht habe. Egal! Jetzt ist noch so ein blöder Brief vom Cash gekommen und ich verstehe nur Bahnhof. Hä? Was für ein Brief? Das hab ich. Sehr geehrter Herr Hauser, leider müssen wir Ihnen mitteilen. Ist doch gleich. Interessiert mich eh nicht. Komm, Töff, darf ich ihn mal anschauen? Mach doch, was du willst, Biber. Sehr geehrter
Herr Huser, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Lokal in der Bauzone unseres Bauprojektes liegt. Folglich wird Ihre Immobilie aufgrund der baulichen Vorhaben der JJC Int Corp im nächsten Monat abgerissen. Für die finanziell entstandenen Schäden werden wir selbstverständlich aufkommen. Freundliche Grüße, JJC Int Corp. Oh, Töff, das tut mir jetzt aber leid. Hä? Ich komme nicht raus. Du Töff, ich bin ja auch kein Anwalt. Aber so wie ich das verstanden habe, wird dein Töff-Lokal schon sehr bald abgerissen, zum Platz machen fürs neue Hotel. Was? Sicher nicht. Niemand kann mir mein Lokal wegnehmen. Anscheinend schon. Das habe ich zumindest verstanden. Und der Jonathan hat halt sehr viel Geld. Und Geld regiert die Welt. Töff, du musst nicht traurig sein. Da stimmt doch etwas nicht. Wir gehen morgen als erstes zu der Gemeindepräsidentin. Sie hilft uns sicher weiter. Macht doch, was ihr wollt. Das ist mir sowieso gleich. Ja, da kann ihm der Töff schon fast leid tun. Obwohl er ein Rüpel ist, aber so etwas hat er nicht verdient. Es war ein ereignisreicher Tag für einen Bike und für einen Mike. Zuerst ein grosses Event mit dem Jonathan und kurz darauf aber die Erkenntnis, dass ihr Bike-Trail bald nicht mehr wird sein. Dann das Gespräch mit dem Gary und zum Schluss der arme Töff, der sein Lokal wird verlieren. Spätestens jetzt versteht auch der Mike, dass da etwas nicht so läuft, wie es sollte. Die beiden holen sich am Morgen Verstärkung und treffen sich mit ihren Freunden vor dem Rathaus, wo der Bike die anderen gerade auf den neuesten Stand bringt. Oh nein, armer Töff. Er liebt sein Lokal. Das ist das Einzige, was er hat neben seiner Karosse. Aber das dürfen die doch nicht einfach machen. Vor allem nicht der Bike-Trail. Der ist doch erst gerade vor ein paar Jahren fertiggestellt worden. Aber genau das hat Jonathan und seine Firma vor. Darum müssen wir etwas dagegen unternehmen und mit der Frau Gemeindepräsidentin darüber reden. Also los, gehen wir. Herein. Schau auch da, der Bike Biber und seine Freunde. Was verschafft mir die Ehre? Frau Gemeindepräsidentin, etwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu mit dem Projekt von Jonathan. Aha, jetzt bin ich ja mal gespannt. Erstens, es kann doch nicht sein, dass Sie für das Hotel einfach am Töff Huser sein geliebtes Lokal abreißen. Zweitens, der Weiher. Kein Hotel ist es wert, dass man so einen schönen Ort einfach zubetoniert und allen Tieren, die dort wohnen, ihr Zuhause nimmt. Und drittens, unser Bike-Trail wird zerstört. Wo sollen wir jetzt nur Velo fahren? Hä? Ja, liebe Bike, das ist jetzt halt so. Also das wegen dem Herrn Huser. Einfach so sein Haus wegnehmen, das können Sie nicht. Da muss mindestens irgendwo ein Vertrag sein. Mehr kann ich euch nicht dazu sagen. Außerdem hat uns der Herr Cash ausdrücklich versprochen, dass alle Bäume umpflanzt und Tiere an einen anderen Ort angebracht werden, wo sie ein neues Zuhause bekommen. Und zum Veloweg, der gehört halt genau wie der Wald und der Weiher am Dorf. Und wir haben mit dem Herrn Cash zusammen schriftlich abgemacht, dass er auf dem Boden sein Hotel bauen darf. Aber es gibt ja genug Wald und Wege, wo ihr velölen könnt. Aber loset Kinder, so ist es halt manchmal im Leben. Man muss auch Sachen akzeptieren, die einem nicht passen.
Geht jetzt ein bisschen raus spielen. Es ist doch so sonnig und schön draussen. Das haben sich die 5 jetzt schon ein bisschen anders vorgestellt. Mit hängenden Köpfen laufen sie aus dem Rathaus raus und setzen sich auf eine Bank neben der Kapelle. Sie wissen nicht genau, was sagen. Sie haben so fest gehofft, dass ihnen die Gemeindepräsidentin weiterhelfen kann. Das ist jetzt wirklich mega schade. Aber das können wir leider auch nicht machen. Wenn schon, haben wir es versucht. Nein, Wels, das verstehe ich nicht. Und ich kann es auch nicht akzeptieren. Es kann einfach nicht sein, dass irgendeiner von irgendwo kann hier in unser Dorf kommen und einfach Wald und Weiher zubetoniert. Ruhig, Mike. Die Gemeindepräsidentin hat es halt schon richtig gesagt. Manchmal muss man Sachen einfach akzeptieren. Was wollen wir 5 Kinder schon machen gegen den Herrn Cash mit seinem vielen Geld und seiner Firma? Das macht mich einfach nur traurig. Freunde, es gibt nur noch etwas, was wir jetzt machen können. Und zwar, dass wir zum Jonathan Cash persönlich vorbeigehen und ihm erklären, was er mit seinem Hotel alles anrichtet. Vielleicht ist er ja dann gleich einsichtig und baut sein Hotel noch jemand anders. Ja, versuchen können wir es. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn überzeugen können. Also, gehen wir los. Ich habe eine Idee, wo wir ihn finden könnten. Schaut, dort ist er. Und er hat sogar einen Bodyguard. Ah ja? Aber was macht er da? Ich glaube, er schießt Golfball. Ich sehe. Darf man das? Grüezi, Herr Cash. Ah, good morning. Bike Beaver, right? Biber, ich heiße Bike Biber. Ah, yes, genau. Was verschafft mir die Pleasure? Also, es ist so, Mr. Cash. Es gibt ein Problem mit Ihrem Hotel. Denn, so wie wir gehört haben, möchten Sie es genau auf unserem Bike-Trail bauen. Und der Weiher! Und das Lokal vom TÜV. Und die armen Nachtreiher. Und was ist mit der... Ja, Kinder. Macht euch keine Sorgen. Mr. Cash wird das alles handeln. Ich verspreche euch, Kinder, wenn mein Hotel gebaut ist, kriegt ihr alle brand new Bikes. Und ihr dürft auch in meiner riesigen Hotelpool baden. Gratis, for free. Brandneue Bikes? Habe ich das richtig verstanden? Aber die kosten doch ein Vermögen. Right, brand neu. Macht euch keine Sorgen über Geld. Ist das nicht eine good deal? Ja, also, zu einem neuen Bike sage ich schon nicht nein. Ja, also meins ist auch schon ein bisschen am Rosten. Das klingt eigentlich schon gut. Nein, halt! Was will ich mit einem neuen Bike, wenn ich kein Trail habe, wo ich drauf fahren kann? Das ist doch nur ein fauler Trick. Schau, Kinder, das ist die Angebot, die ich euch machen kann. Aber wenn ihr keine neuen Bikes wollt, dann kann ich euch leider auch nicht weiterhelfen. So, ich habe eine wichtige Meeting und muss jetzt weiter. Goodbye, children. Das war es wohl mit unserem Trail. Oh, Bike, hast jetzt das am Schluss noch müssen sagen? Jetzt hätten wir wenn schon noch neue Velos bekommen. Aber jetzt haben wir weder einen Trail noch neue Bikes. Das ist ihm doch eh alles gleich. Das Einzige, was dem Mann wichtig ist sein Geld. Selbst wenn er sein Versprechen eingehalten hat, wollte ich mich nicht von ihm bestechen lassen. Er hat uns ja nicht einmal zugelassen. Also, ich hätte halt schon gerne ein neues Bike. Hört, Freunde, wir müssen das von der guten Seite anschauen. Schliesslich hat der Herr Cash versprochen, dass alle Bäume umpflanzt werden und auch Tiere an einen neuen Ort kommen. Aber eben das ist das Problem, Franzi. Der Jonathan Cash verspricht Sachen, wo er sich nicht daran halten kann. Und der Ornithologe hat klipp und klar gesagt, dass man Vögel nicht einfach umsiedeln kann, da die Vögel dann flüchten und ihre Eier nicht mehr ausbrüten.
Da hast du recht, Bike. Aber wenn er das Versprechen nicht einhalten kann und wir das beweisen können, dann gibt es vielleicht gleich noch eine kleine Chance, weil wir den Jonathan davon abhalten können, sein Hotel zu bauen. Meinst du, Franzi? Bestimmt. Wir treffen uns heute alle um 8:30 beim Weiher. Und vergesst eure Taschenlampe nicht. Und so treffen sich die 5 Freunde wie abgemacht beim Weiher. Die Sonne ist schon fast ganz untergegangen und aus dem Wald hört man nur noch die Eulen, das Zirpen der Grillen und das Rauschen vom Bach. Ich bin schon noch froh, sind ihr auch da. Um diese Zeit bin ich normalerweise schon bettfertig. Mir ist nicht ganz geheuer. Keine Angst, Wels. Wir schauen zueinander. Und schliesslich kenne ich den Wald wie meine Stube. Wieso treffen wir uns eigentlich so spät? Um diese Zeit arbeitet sicher niemand mehr auf der Baustelle. Dann können wir uns die ganze Sache in Ruhe anschauen. Also was anschauen? Was suchen wir überhaupt? Wir gehen schauen, ob der Jonathan Cash wirklich so gut auf die Natur achtet, wie er versprochen hat. Aber das ist schon nicht so lang. Ich müsste euch schon gleich daheim sein. Also, gehen wir los. Unsere Velos können wir ja hier am Weiher lassen. Aber ein bisschen leislich, gell? Die meisten Tiere sind schon am Schlafen. Gemeinsam laufen die 5 tiefer und tiefer in den Wald. Zuerst scheint alles ganz normal. Doch plötzlich hören sie von weitem Geräusche, die ganz untypisch sind für den Wald. Schnell, alle Taschenlampen aus! Hä? Was ist jetzt los? Jetzt sehe ich ja gar nicht mehr. Sind einmal ganz leislich und spitzen eure Ohren. Jetzt höre ich es auch. Sind das Baggergeräusche? Sind die noch am Bauen? Um diese Zeit? Gehen wir noch ein bisschen näher. Aber eben, pssst. Die sind wirklich noch am Arbeiten hier. Schaut dort vorne. Dort ist ein Bagger etwas am Ausheben. Und schaut dort. Der Mann mit dem weißen Anzug und dem Cowboy-Hut. Das ist der Jonathan. Gut so, Männer. Jeder einzelne Baum muss weg. Je faster, desto besser. Aber sollten wir die Bäume nicht umpflanzen, anstatt zu fällen? Hahaha. Umpflanzen? Fälle diese Bäume und burn it down. Alles verbrennen. Das ist viel schneller und billiger für das Hotel. Ja, Sie sind der Boss. Right. Ich bin der Boss. Ich hab's ja gewusst. Er ist ein Betrüger. Mike, du hast doch dein Handy dabei. Mach schnell ein Foto, dann haben wir einen Beweis. Ja, ist gut. 1, 2, 3. Was war das? Hat dir jemand eine Foto gemacht? Ich habe voll vergessen, den Blitz auszuschalten. Schnell weg, bevor sie uns verwutschen. Dort drüben ist jemand. Schnappt sie euch, Männer. Kommt schnell, mir nachher. Ich kenne eine gute Abkürzung. So verwutschen sie uns nie. Ich glaube, wir haben sie abgeschüttelt. Gut gemacht, Bike. Meint ihr wirklich? Ja, also, ich höre nichts mehr. Ich glaube, wir können jetzt zurück zu unseren Velos. Also schwingen wir uns auf den Sattel und düsen los. Nicht so schnell, Children. Bodyguard, schnapp sie dir. Right away, sir.
Nein! Lassen Sie uns in Ruhe! Wir haben gar nichts gemacht! Was ist denn hier los? Diese Kinder haben sich unbefugten Zugriff zu meiner Baustelle verschafft. Das ist illegal. Und er zerstört unseren ganzen schönen Wald und macht alles kaputt. Dem ist die Natur völlig egal. No, Officer. Diese Kinder haben da etwas falsch verstanden. Das sind ernsthafte Anschuldigungen. Das ist nicht der richtige Ort, um so etwas zu verhandeln. Ich bitte Sie alle morgen, Punkt 10:00 Uhr, pünktlich auf dem Polizeiposten zu erscheinen. Und jetzt gönnt ihr Kinder schnurstracks ins Bett. Eure Eltern machen sich sicher schon Sorgen. Ja, ist gut, Herr Polizist. Wir gehen ja schon. Uff, da sind die Kinder gerade nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Zum Glück ist der Polizist auf der Mauer gerade im richtigen Moment zur Stelle gewesen. Die Vermutung der Kinder hat sich doch tatsächlich bewahrheitet. Jetzt müssen sie es morgen auf dem Polizeiposten nur noch beweisen. Aber zuerst mal gehen die Kinder heim, sich vom Schrecken erholen und schlafen. Am Punkt 10 treffen sich die 5 Freunde auf dem Polizeiposten. Der Polizist auf der Mauer, die Frau Gemeindepräsidentin und der Jonathan Cash warten schon auf sie. Und sogar der Töff Hauser sitzt ganz still und brav auf einem Stuhl und schaut ein bisschen verlegen rein. Guten Morgen, Kinder. Jetzt, wo wir alle da sind, können wir ja anfangen. Ja, ist gut, Herr Polizist. Am besten legen Sie dem Betrüger gerade Handschellen an, Herr Polizist. Ruhe auf dem Revier. Mike, benimm dich. Diese Kinder sind illegally auf meine Baustelle gekommen und ziehen meinen guten Namen in den Dreck mit ihren Lügen. Ja, und warum wollen Sie Ihre Arbeit denn so spät am Abend machen, wenn wirklich alles mit rechten Dingen zugeht? Wenn das stimmt, ist das tatsächlich ein Verstoß gegen das Lärmschutzgesetz. Bauarbeiten dürfen in der Regel nur bis 17 Uhr durchgeführt werden und in Sonderfällen bis 19 Uhr. Aber sicher nicht später. Ah, I see. Das habe ich nicht gewusst. Das war ein ehrlicher Fehler. Und was ist mit den Bäumen, die sie einfach fällen? Sie haben versprochen, sie umzupflanzen. Und von den Tieren wollen wir gar nicht erst anfangen. Also davon weiß ich nichts. Da hast du wohl etwas falsch verstanden, kleiner Biber. Jeder einzelne Baum wird carefully an einen anderen Ort umgepflanzt. Wie versprochen. Das stimmt gar nicht. Schauen Sie, wir haben ein Beweisfoto. Ja, das Foto ist leider recht unscharf. Es sieht für mich so aus, als würde da ein Baum gefällt. Aber als handfester Beweis langt das noch nicht. Sehen Sie, Herr Officer, das sind Fake News. Aber Sie! Keins aber, wir brauchen Fakten und nicht Behauptungen. Wo kämen wir denn so hin? So, gibt es von sonst jemandem noch weitere Äußerungen zu dem Fall? Ja, ich habe hier noch etwas. Ah, Herr Hauser. Ich habe mich einen Weg schon gefragt, was Sie hier machen. Der Mr. Cash will mir mein TÜV-Lokal wegnehmen und abreißen. Aber, Mr. Hauser, wir haben das doch schon miteinander besprochen. Sie haben einen Vertrag unterschrieben, wo Sie mir Ihr Lokal in Austausch für eine neue Motorbike überlassen. Stimmt das so, Herr Hauser? Ja, also, das ist schon möglich. Ich habe den Zettel vom Cash ehrlich gesagt nicht so genau angeschaut. Er hat mir gesagt, ich bekäme einen neuen TÜV und dass sie irgendetwas bauen. Zeigen Sie mal den Vertrag, Herr Cash.
Da. Ja, das scheint tatsächlich so zu verheben. Haben Sie denn auch einen neuen TÜV vom Herrn Cash bekommen, Herr Hauser? Ja, und was für einen? Schauen Sie mal. Ich habe gestern Abend noch ein Foto davon gemacht. Ganz eine heisse Mühle, oder, Herr Polizist auf der Mauer? Mhm. Hat zwar eine Platte, aber sonst... Moment mal. Was sehe ich denn da hinter dem TÜV? Da sind Baumstümpfe zu erkennen. Und da wird sogar gerade noch ein Baum gefällt. Das sind doch Ihre Arbeiter, Herr Cash. Dieses Foto könnte überall entstanden sein. Sie haben keinen Beweis. Nein, Herr Cash. Da auf dem Kragen von dem Bauarbeiter sieht man eindeutig Ihr Firmenlogo. JJC Int Corp. Oh, I don't believe that's not possible. Aha, das ist der Beweis. Sie haben gegen die Abmachungen verstoßen. Das heisst, der Vertrag ist automatisch ungültig. Da haben Sie recht, Frau Gemeindepräsidentin. Herr Cash, es sieht aus, als müssten Sie Ihr Hotel an einem anderen Ort bauen. Und die Schäden am Wald müssen Sie erst noch selber zahlen. Euch freut es sicher, Kinder. Der Bike Trail bleibt, wie er ist. Aber, Herr Officer, können wir da nicht eine Lösung finden? Wie wäre es mit einem brand new Polizeirevier? Herr Cash, was Sie gerade versuchen, nennt man Bestechung. Auf so etwas lasse ich mich sicher nicht ein. Impossible! Sie, meine Damen und Herren, werden noch von meiner Anwälte hören. Goodbye! Wer hätte das gedacht, dass die ganze Geschichte zum Schluss doch noch so eine Wendung nimmt? Hat es doch erst gestern noch so ausgesehen, als ob der Bike Trail schon gleich durch ein Hotel ersetzt wird. Auch durch die Hilfe vom TÜV Hauser können die Vögel und die Waldtiere ihr Zuhause und der Bike und seine Freunde ihren Trail behalten. Sogar am TÜV sein Clublokal darf stehen bleiben. Der Jonathan Cash hat natürlich schon noch probiert, mit seinen Anwälten vor Gericht zu gehen, um sein Hotel zu bauen. Aber auch das hat nichts genützt. Dass er gegen die Abmachungen verstoßen hat, war eindeutig. Der Bike und seine Freunde haben zwar immer noch die gleichen alten Velos, aber das macht ihnen nichts aus. Hauptsache, sie können weiterhin auf ihren Trail fahren. Ich bin so froh, ist das alles doch noch gut ausgegangen. Ja, du sagst es, Bike. Was würden wir nur ohne den Trail machen? Hey, schau auch da vorne. Das ist doch der Gary. Hey, Gary! Hey Mike, hey Mike. Gut, dass ich euch noch treffe. Ich wollte mich noch für euren Einsatz für den Wald und die Vögel bedanken. Ohne euch hätte ihr den Nachtreiher schon lange zu weit gesucht. Schon gut, Gary. Hauptsache, wir können biken.